Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosoph zuerst noch am Lycée. Aber wenn ihr den heute Video guckt, dann wisst ihr wahrscheinlich, wie ihr hier seht. Den Video hier ist ein kleiner Kurs von der Welt für dem Lockdown, für dem Confinement, für die Premiersschüler durch hier Mathe zu helfen an der Philo. Das heißt, was wir machen, ist, wir gucken an diesem Video als David Hume an. Was wir machen, ist erstens, wir gucken also, wie war denn Hume, was hat er gesagt? Zweitens, was ist Mathe im Programm aus? Und drittens, was sind die wichtigsten Sachen, die ich mir verhalten soll, wenn ich den Hume lerne? So, kommen wir dann zum zweiten Autor, den David Hume. Am letzten Video hatten wir über René Descartes geschwärzt. Den René Descartes, der ein Rationalist war, und jetzt kommen wir bei eben einen Autor, den genau das Konträr gesagt hat. Den David Hume ist dem noch fragt, den größten englischsprachigen Philosophen aller Zeiten. Und dem noch fragt, also durch den größten britischen Philosophen aller Zeiten, wenn der aber gucken geht, die kriegt auch vielleicht als Antwort, der größte schottische Philosoph von allen Zeiten. Das hängt eben, wie gesagt, davon auf, wen der fragt. Den David Hume hat gelebt von 1711 bis 1776, das heißt, wenn er guckt, Nom Descartes. Wird auch immer beschrieben als den sympathischen Bubi von ihrem Dorf an der Welt, ganz feine Kerl. Als alles für die Prüfungen oder für den Examen nicht so wichtig, seine Biografie, ich gehe noch nicht an Detail ran, wann den Personage interessiert, gucke ich selber und mir für das, was man muss machen, für die Prüfung, also nicht so fundamental. Das, was mehr fundamental vielleicht aus sind zwei Sachen. Denn David Hume war Empiriker, beim Empirismus ist immer gleich, und den David Hume wird auch angesehen als ein wichtigen oder den wichtigsten Philosoph, wie gesagt, vom Scottish Enlightenment, das heißt schottische Aufklärung, die doch eine deutsche Aufklärung, die Immanuel Kant, den sehe ich vielleicht etwas, den sehen wir im nächsten Video. Auf jeden Fall den schottischen Enlightenment als viel mehr materialistisch angehaucht, auch viel mehr praxisorientiert von der Welt, wie die anderen Formen von Aufklärung. Das fand man dann auch am Empirismus rum, den Hume hat ja gesagt, das wäre ein Empiriker oder ein Empiricist auf Englisch. Ganz wichtig, ich präzisiere, dass meine Schüler auch immer und schon systematisch alles den einen oder den anderen nicht massakriert. Die Hut Empirist, verwechselt das nicht auch, wenn Englisch geschrieben wird, man wird Empire. Empire kennt nämlich vom lateinischen Wort Imperium. Das tut gar nichts damit zu tun, das politisch von der Welt. Heute das Wort Empirizismus. Empirismus, pardon, das von den Deutsch mit Französisch mit Englisch vermischt. Empiricism auf Englisch geht Empirismus auf Deutsch oder Empirismus auf Französisch. Du hast das Wort Empiria dran und das heißt Erfahrung. Das heißt von der Welt, ein Empirismus als genau der Konträr vom Rationalismus. Der Rationalismus wird ja gesagt, dass kein Wissen vorbei könnt. Das Wissen ist schon dran, angeboren von der Welt, und das einzige Wissen, was sicher ist, ist Wissen, das rational ist, die Ideen. Denn Empirismus dreht das Spiel komplett und sieht eben, dass man nicht können wissen, von dem man nicht für eine Erfahrung gemacht hat. Das heißt, am Anfang, wenn wir auf die Welt kommen als Geist eitel, doch ganz wichtig, der Geist, nicht der Mensch. Ganz viele Schüler schreiben, der Mensch ist bei der Geburt eitel, das stimmt nicht. Wenn man eitel wäre bei der Geburt, wäre man tot. Hier ist just als Geist, den eitel ist, mit keine Ideen dran. Alles, was wir wissen, wissen wir durch Erfahrung. Das ist ein Jahr, l'esprit de l'homme est vide à la naissance. Rationalismus, da hat nämlich genau der Konträr, der sieht, dass die Ideen angeboren sind, hat man nicht bei der Geburt. Und dann drin auf der einen Seite, beim Rationalismus, hat die Idee, dass die Ideen Quelle vom Wissen sind, und hat eben die Idee, dass die Erfahrung Quelle vom Wissen ist. Da ist am Anfang das Einzige, was du bei der Biografie vom Hume musst verhalten. Definition vom Empirismus. Gut, da kommen wir auch direkt zum Inhalt vom Hume. Was muss ich lehren? Denn David Hume erklärt am Anfang, ich muss noch ein bisschen rumgehen, das wichtig, dass das versteht. Für den Rest, das noch nicht unbedingt, dass du am Programm drauf sind, am die Abschnitte, die vier offizielle Programme sind, mit das wichtig, dass das versteht. Und David Hume sieht, dass man Wahrnehmungen haben. Das heißt Sachen, ja, die man wollen. Die hat auf der einen Seite Ideen und die hat auf der anderen Seite Andrück oder für den vom Text so Impression, Idee. Oder Impressions, Ideas, egal. Die hat, also wie gesagt, auf der einen Seite Andrück, Impressionen, das aus von der Misch zum Beispiel Schwätzen hört, klar und deutlich. Im Moment sind wir am Gang, eine Erfahrung zu machen von mir, die schwätzt, die hört, die sieht mich. Dem Moment, wo ich abhalten zu schwätzen, wo ich nicht mehr im Bild bin,
hat die Erfahrung abgehalten. Der Tisch den Eindruck von mir als River. Und wenn er dann drum zurückdenkt und das, was ich gesagt habe, dann hat er eine Idee davon. Der Tisch wäre simpel zu halten. Die hat bei den Wahrnehmungen auf der einen Seite Impressionen, die klar und deutlich sind, die auf der anderen Seite Ideen, die viel mehr klar sind, viel mehr deutlich, weil sie eben viel mehr schwach sind. Und den Hume sieht, dass als Ideen Kopien sind von unseren Impressionen. Das heißt, stell dich mal vor, ihr stellt euch wirklich mal vor, einen roten Apfel. Ihr könnt euch einen roten Apfel vorstellen, wenn man an der Theorie vom Hume bleiben, weil da schon irgendwann ein Jahr entweder einen roten Apfel gesehen hat oder einen Apfel gesehen hat und Farbe rot. Das heißt, für Mathematik kann nicht ganz simpel halten, hier muss man nämlich von simpel auf von komplex schwätzen. Wenn man eine Wahrnehmung hat von zum Beispiel einem geringen Apfel, in dem Moment können wir die Wahrnehmung, den Eindruck, stell ich mir vor, die hat einen Apfel wirklich schön an. So, machen besser, die brauche ich nicht vorzustellen. Wenn ihr den Apfel hier guckt, stelle fest, dass es kein Apfel ist, aber das Gros, das pelzig, das ist wahrscheinlich eine Katze. Ne? Das heißt, am Moment hat er einen Eindruck von der Katze, eine Impression. Und dann ist die Katze fort, hat er keinen Eindruck mehr von der Katze. Die Impression, also River, das, was er noch hat, ist eine Idee von der Katze. Aber ich hätte schon gesagt, ich soll dich vorstellen, wie es wäre, wenn den Apfel, ich gehe vorstellen. Wir machen viel besser. Hier hat er einen Apfel, den ist ein bisschen rödelig, ein bisschen gringelig. Schwer viel genau so wie ein Pfaffen hat. Aber auf alle Fall, ich meine, jeder von euch hat schon einen kleinen Apfel gesehen. Vielleicht sogar schon gehört, das heißt, ihr wisst, das ist rund, das ist nicht groß, das ist nicht pelzig. Ihr seht, das ist kein Katz. Gut, Impression von einem Apfel, am Moment. Und oder die Idee vom Apfel. Ein Apfel ist nicht mehr da. Ihr könnt einfach noch an den Apfel denken und die kann ich noch vorstellen, wie das war. Lo, also am Anfang so, den Hume sieht, dass man Impressionen haben, die sind komplex zusammengesetzt. Zum Beispiel Katz, pelzig, groß, lieblich. Auf der anderen Seite den Apfel, die war rund, streng, rot, süß. Ich meine, wenn ich an meinen Katz beißen, davon aufgesehen, dass es schwer gibt, das zu überleben. Wenn ich an meinen Katz beißen, dann gebe ich mir die Schmacht amisch. Ich kann mir einfach vorstellen, wenn ich nämlich die Impressionen holen und ich zerlege die an all die einzelnen Teile, dann habe ich simple Impressionen. Wenn ich dann daran zurückdenke, dann habe ich die Ideen davon. Und das heißt, wo ich gerade nicht Rotes gesehen kann ich trotzdem mal vorstellen, was das bedeutet. Rot. Und in dem Moment, wenn ich die Idee bis an meinem Geist habe, da kann ich mit meiner Vorstellungskraft die Ideen kombinieren. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, eine Katze, die sich macht, respektive, was für sich ein Apfel, der pelzig ist, respektive eine Katze, die rot ist, ein Apfel, der groß ist, all die Sachen. Das heißt, für es simpel zu halten, die hat auf der einen Seite Impressionen, die hat auf der anderen Seite Ideen. Als Impressionen können zusammengesetzt sein, von mehr simplen Impressionen, die kann ich dann eben also hinholen. Und diese simplen Impressionen, wenn du willst, das ist der Ursprung für meine simple Ideen. Das heißt, die erste Kehr, wo ich eine Impression von einer Sache habe, geht das mir dann eine Idee. Und das heißt, dass die Ideen, die ich dann nur an meinem Verhalten, die kann ich kombinieren, wie ich will, dank meiner Vorstellungskraft. Das erklärt dann auch, wie weit man Sachen können vorstellen, die nicht real gibt. Da kommen wir gleich drum zurück. Die Wahrnehmungen, Impressionen und Ideen, all Idee als die erste Kehr, wo ich sie habe, forcément laut dem Hume das Resultat von einer Erfahrung, von einer Impression. Es kann keine Idee da sein, keine Idee simple, die nicht das Resultat wäre von einer Impression simple, die dazu passt. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel vorstellen, einen großen Apfel, ich habe in meinem Leben noch nie einen großen Apfel gesehen, ich kann mir das vorstellen, weil ich die Farbe groß als Idee habe, und weil ich weiß, was ein Apfel ist. Das ist schon die Idee. Auch wenn ich keinen großen Apfel habe, ich habe keine Impression vom großen Apfel, ich kann einfach groß plus Apfel als Idee zusammensetzen. Und die Idee von einem großen Apfel haben, die muss nicht real gehen. Ich kann mir einfach vorstellen. Das erklärt dann auch, wieso man Ideen können von Sachen, die nicht real sind. Gut, das war der Lösung verhalten als einfach die zentral aus so, These Empirist von der Welt, all Ideen könnt, alle Idee simple wohl verstanden, hat ihren Ursprung an einer Impression simple. Das heißt, ich habe kein Wissen
das nicht aus einer Erfahrung kommen. Das ist im Punkt die Zentralthese, die den Hume verteidigt. Bon, ich habe ja gesagt, hier verteidigt sie, das heißt, hier hält am Anfang zwei Argumente dafür. Das erste Argument ist, ja, und passt hier auf, geht gerne verwechselt mit dem zweiten, das wäre im Grunde immer. Argument 1, du seht den Hume genau dasselbe, dass alle Idee muss von einer Impression präalable kommen. Zum Beispiel die Idee von Gott. Aber pass auf, ich schwätze nicht von Gott, ich schwätze von der Idee von Gott. Das heißt, die Idee von Gott, so wie es im Text steht, ist die Idee von einem Wesen, das absolut gut ist, absolut intelligent und absolut weise. Das ist eine komplexe Idee, wenn ich die zerlegen, dann habe ich die Idee von, ich bleibe bei Intelligenz, die Idee von Intelligenz und die Idee von Güte. Das sind nämlich simple Ideen. Wo kommen die hier bei laut dem Hume aus der Erfahrung? Ich habe schon Erfahrung gemacht von Intelligenz, ich habe schon Erfahrung gemacht von Güte, und in dem Moment habe ich die Ideen. Das heißt, laut dem Hume aus dem so, die Idee von Gott, also eine Idee, die zusammen gesagt ist, also die einfachen Ideen und die mir einfach, die mir simple Ideen, die sind all deriviert von Impressionen, von Erfahrungen, die wir schon hatten. Das heißt, die Idee von Gott können wir aus der Erfahrung aufleiten. Das ist sein echtes Argument. Lass uns natürlich froh, wie weit schwarz von Gott, wie weit schwarz nicht vom Einhorn zum Beispiel. Die Idee von Gott als ein direkter Attack von der Welt auf den Rationalismus, an dem Sinn, dass die abstraktesten Idee, die es gibt, aber wenn ich die abstraktesten, sublimsten, komplexesten Idee, die am Anfang am entferntesten soll sein von der Erfahrung, wenn ich du weißt, dass ich die kann aus der Erfahrung rauszaubern, in dem Moment tut der Rationalist am Anfang kein Argument mehr. Das heißt, es gibt nichts, laut dem Hume, es gibt nichts, was nicht aus der Erfahrung kommt, an der Toten als die erfahrungsferntesten Idee, und so gut die können aus der Erfahrung. Und dafür eben Schlusssatz von dem Abschnitt am Text, da sieht der Hume auch, wenn er nicht jemand auferstanden sieht, also ganz einfach, die sollte ihm einfach just eine Idee weisen, die nicht aus der Erfahrung kommt, dann hört er Unrecht, aber geht natürlich schwer, weil er nicht gerade die abstraktesten Ideen geholt und die ja, bewiesen, dass der aus der Erfahrung kommt. Ne? Also, erstes Argument, all Idee könnt aus der Erfahrung. Dann kommen wir bei der zweiten Argument, für die Leute, die Logik haben. Der zweite Argument ist aus sich eine Kontraposition vom ersten Argument, nicht der Konträr, aber eine Kontraposition. Wenn da das erste Argument guckt, all Idee impliziert eine Erfahrung, und die dreht das immer, die Kontraposition heißt ja, keine Erfahrung impliziert keine Idee. Das heißt, hier sind am Anfang 4 Punkte. Das erste ist l'absence d'un sens. Stellt euch mal vor, die hat irgendeinen Sinn, der nicht funktioniert. Die ist zum Beispiel blind. Bei dem Moment her, dem ich im Moment mit die sieht mich nicht. Das heißt, laut dem Hume, wenn da keine Impression hat von Farben zum Beispiel und auch keine Idee von Farben. Wenn da von ein Kehr an sollt geflickt kriegen, bei dem Moment wisst ihr, was Farben sind. Zweiter Punkt, dass wenn da irgendein Objekt noch nie an Erfahrung gebracht hat, zum Beispiel den Apfel. Für irgendjemanden, der noch nie einen Apfel gegessen hat, den hat absolut keine Ahnung, wie ein Apfel schmeckt. An dem Moment, weil er noch nie eine Erfahrung gemacht hat, hat er noch keine Idee, die dazu passt. Das dritte Beispiel, was ein Hume hält, du seht, dass in der Stadt keine 4 Stellen techt. Aber heute ist das gut effektiv also bewiesen, dass zum Beispiel Psychopathen, die haben etwas im Gehirn, was möchte, dass sie keine Empathie mit anderen Leuten, sie können kein Mordgefühl haben. Und das erklärt dafür, was Psychopathen, auf jeden Fall Serientäter oft Psychopathen sind, weil die vielen nicht mit ihrem Opfer mit einem normalen Mensch Leute mit von einem anderen bewusst peng. So viel mit die Leute, die haben da ein Gehirn, was ein bisschen anders funktioniert, die fehlen, die haben keine Impression von Mordgefühl, die haben keine Idee von Mordgefühl, die können sich nicht in eine andere Person raufversetzen. Und das ist auch das, was den Hume am Text sieht, dass man zum Beispiel könnte vorstellen, eine Person, die absolut gut ist vom Charakter her, die noch nie irgendwie ein negatives Gefühl hat, die hat dann auch keine Vorstellung davon, wie es aus Rosen zu sehen oder wie Rache zu holen. Und umgedreht natürlich auch. Ein Mensch, der einen furchtbaren Charakter hat, die kann sich zum Beispiel auch nicht vorstellen, wie es aus generös mit anderen zu sehen und einem anderen Willen zu helfen, weil sie eben noch nie eine Erfahrung von ihren Gefühlen hatten. Und dann nur noch den 4. Punkt, das ist, dass man es könnte vorstellen, dass es noch weiter Sinne gehen. Wenn der Lot zum Beispiel guckt, Haifisch.
können in der Wasser riechen, das ist von kein weiterer Sinn. Wir können ja auch riechen, mehr häufig riechen in der Wasser, aber wir probieren in der Wasser zu riechen, kann schief gehen. Das heißt, wir können nicht wissen, wie den häufig Sinn an dem Sinn funktioniert. Wir haben keine Idee davon, wie es ist, an einem Ozean auf 1 Kilometer Distanz ein Drops Blut zu riechen. Oder die andere Sache, Fledermaus sind am Moment deren, die relativ oft an der Diskussion sind. Fledermaus orientieren sich mit Ultraschall. Und wir haben keine Ahnung, wie es ist, einen Ultraschall-Sinn zu haben, wenn man eben, das ist so Ultraschall, das tun wir nicht vor, das ist Ultra, ne? Das ist außerhalb vom Bereich von Schall, den der Mensch vorhält. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie es ist, mit Ultraschall zu navigieren. Das ist ein zweites Argument, durch die 4 Punkte. Und passt halt ganz gut auf, was regelmäßig an der Prüfung vorkommt, dass irgendeine Schüler mal das falsche Beispiel bei dem falschen Punkt schreibt, respektive wenn ich vorstelle, was steht am ersten Argument, kriege ich 2 serviert und umgedreht. Als wir im Grunde auch immer, dafür, das ist nicht kompliziert, mal dieses Schema und da guckt er einfach. Plus die hat ja, nee, die hat Teil nicht an dem Dossier, den ich dabei sitze, weil ich das auch erklärt habe, aber weil ich einfach die Möglichkeit verlosen, das ist kompliziert, für selber etwas zu machen. Bon, lass uns froh, was ist der Sinn von dem Ganzen? Das ist eigentlich nicht mehr so offiziell im Programm, dafür erwähne ich Teil kurz. Denn Hume wollte am Anfang eine Philo, die für alle Menschen brauchbar wäre, die nicht viel abstrakt wäre, die nicht nur Leute können verstehen, die, was weiß ich, 23 Doktorate haben, was ich übertreibe will. Wir wollen am Anfang machen, als die Philosophie als Mensch zugänglich machen. Das heißt, ein Empirismus erlaubt uns am Anfang, an seiner Vision im Fall, erlaubt uns die Philosophie viel mehr einfach zu machen. Wenn du zum Beispiel die Idee vom Cogito, die wir beim Descartes hatten, das ist eine relativ abstrakte Idee, viel genau zu verstehen, was sich dahinter verstopft, ist kompliziert, respektive die Idee von Gott. Die Idee von Gott, von Malo, ein paar tausend Jahre zurück in der Geschichte gehen, haben wir Leute, die haben eine Hilfestellung von Gott oder von der Götter, respektive gibt es auch Leute, die meinen, das wäre dann den Mann, den du auf der Wolle gehst, mit einem langen weißen Bart, respektive es gibt Leute, die sagen, dass man Gott gar nicht kennen, weil alles, was man kennen kann, nicht göttlich sein, weil Gott ja über den Menschen ist und was weiß ich, und alles, das heißt, wenn er Gott wählt, ist die Idee von Gott, da gibt es unendlich Möglichkeiten für Menschen zu schwätzen. Und da sieht ein Hume dann, okay, der tut das perfekt Beispiel für eine Idee, wo man nicht genau wissen, was sich dahinter verstopft. Das heißt, was man da machen, ist wir haben einen Empirismus. Und ihr erinnert euch vielleicht, was ich am Anfang gesagt habe, Impressionen sind klar und deutlich, weil das die Wahrnehmungen, die wir im Moment machen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, bei der ich mir nicht sicher bin, was sie bedeutet, gehe ich gucken, kriege ich die Idee zurückverfolgt zu ihrer Impression, die dazu passt, oder zu den Impressionen, wo ich meine, dass sie mir kommen. In dem Moment habe ich eine Idee, die einfach schwer verständlich ist. Mit dank den Impressionen kann ich sie verstehen, weil Impressionen verständlich sind. Das heißt, da hat man dann eine abstrakte Idee, mit der können wir halten. Das ist ein bisschen kompliziert, aber da muss ich dann durch. Auf der anderen Seite, wenn ich aber eine Idee hole, die ich nicht zurückverfolgt kriege, ob die Impressionen, aus denen sie hier könnt, oder aus denen sie hier kommen, egal, bei dem Moment kann ich nicht wissen, was genau der Sinn der Idee ist. Dafür sagen wir dann, sie wäre abstrus oder absurd, sinnlos. In dem Moment schmeißen wir es an den Pubert. Das ist die Idee von Gott zum Beispiel oder die Idee von einem großen Apfel oder. Das sind alles Ideen, wo ich nicht genau weiß, was sich dahinter verstopft. Oder wo man können lernen, nicht schwätzen. Und dafür muss man dann eben bei so Ideen, muss man aufpassen, und das sind Beispiele, die sind noch relativ simpel. Mir stelle ich mir vor, wir fangen an von Transzendentalphilosophie zu schwätzen, wir fangen an vom Sinn vom Leben zu schwätzen oder von ganz viel mehr abstrakte Sachen nach. Weil das sind Ideen, die sind nicht für einen Menschen verständlich. Das heißt, der Sinn von dem Ganzen aus dem Funk, wir können abstrus Ideen zu trennen von abstrakten Ideen, für Ideen, die nicht verständlich sind, weil sie nicht verstehen kann, zu trennen von Ideen, die schwer verständlich sind, und just nach die zu halten. Und das wäre am Anfang dann das Objektiv vom Hume, die Philo verständlich machen, auf jeden Menschen zu benutzen. Gut, dann kommen wir bei den letzten Teil, was lernen ich aus dem Ganzen. Also hier ist es am Anfang nicht ganz kompliziert, denn Hume als von der Sprache her relativ verständlich. Trotzdem gibt es immer Schüler, die massakrieren dafür auch, weil ich machen, als mal Schema machen, die Geschichte, die man am Anfang hatte, mit Impressionen, mit Ideen, mit komplex, mit simpel, mit von dem Zusammenhang von Impressionen und Ideen, die gebe ich mal rausschreiben, den ist wichtig, den muss ich verstehen, wir können den Rest am Anfang erklären.
dass Hanno könnt die zwei Argumente sind nicht so schwer, die musst du just können also hinhalen. Beim echten Argument müssen wir auch vielleicht können erklären, dass die Idee von Gott eine komplexe Idee aus, die zusammengesetzt ist aus simplen Ideen und von dort gesprungen dann rüber die simplen Impressionen machen. Dafür eben simpler Komplex. Der zweite Argument, das sind einfach just für Punkten zu verhandeln, für war das gut, ja, für unverständliche Ideen zu eliminieren. Und dann hat der Tisch den Hume als am Vergleich zum Descartes und zum Kant relativ einfach. Dafür gibt es nochmal so in der Schad, aber du hast keine große Schwierigkeit. Für die Question der Reflexion personell, als selbst wie beim Descartes, froh natürlich, sind wir mit Hume einverstanden, als alles, was wir wissen, könnte das just aus der Erfahrung, weil wenn der mit Hume einverstanden sind, wenn das sozusagen Descartes wird viel abstrakt, okay, dann direkt froh, woher weiß ich, dass 1 plus 1 2 ist. Das schenkt ja a priori eine rein rationale Idee zu sein, woher weiß ich, dass das stimmt. Aber wenn der Lo paar Jahre auf die Uni geht, dann fand er vielleicht heraus, dass die Trennung von sinnlichem Wissen und von rationellem Wissen, dass der heute ein bisschen artifiziell ist, dass der dient am Anfang schlecht und in der dann nicht geht. Aber bei hin oder her, wir verlangen ja nicht von einem Premierschüler, dass er schon 23 Uni-Studien hat sich hat. Dafür bleibt es simpel, wo ihr wisst, dass 1 plus 1 2 ist, respektive sind wir mit ihm aufverstanden, respektive eine Frau, die auch immer gerne könnt, wo ihr erklärt wird, gibt den Hume als Antwort geben, wo hier können wir wissen, dass es zum Beispiel Flying Spaghetti Monster gibt. Oder was wie sich Beispiel, doch für kurz kommen ist, Ries, den kaputt vom Fokabes. Wo könnt ihr das hier? Voilà, und damit werden wir dann noch am Schluss von diesem Video kommen, halt zum David Hume, Wanderfrohen oder Feedback hat. Dann schreibt mir podcast@lce.lu und dann sage ich vielmals merci für das Nachgucken und dann auch bis ganz geschwind.